Heute möchte ich dir deine individuelle Febberreise aufzeigen. Vielleicht hat dein Kind tägliche Wutanfälle, es beschimpft dich oder dein Kind hat schulische Probleme. Vielleicht bemerkst du auch einfach Tendenzen wie eine nie endende Trotzphase oder du willst einfach präventiv die Ernährung anpassen. In dieser Folge zeige ich dir Wege, wie du mit deiner Familie ans Ziel kommst. Hey, du Family Hero! Bereit, deinen anspruchsvollen Alltag neu zu gestalten? Erfahre, wie gezielte Ernährung das herausfordernde Verhalten deines Kindes nachhaltig verbessern kann. Ich bin Pascal Henny von FEBA, der Fachstelle Ernährung bei ADHS, und sage dir, ein entspanntes Familienleben ist möglich. Los geht's! Es führen bekanntlich viele Wege nach Rom. Heute möchte ich dir verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie du deinen lang ersehnten Wunsch nach einem entspannten Familienleben mit größter Wahrscheinlichkeit erreichen kannst. Auf dieser Reise wirst du deinen Standpunkt erkennen und deine optimale Zielgerade sehen. Lass uns beim Ausgangspunkt A starten. Du kennst Feber noch gar nicht. Du hörst jetzt vielleicht eine erste Podcast-Folge von mir. Du hast bei Google etwas gesucht, eine Lösung für eure schwierige Familiensituation und dann bist du auf Feber gestoßen. Auf irgendeinem Weg hast du Feber gefunden. Nun geht es gleich weiter zu Punkt B. Du hast dich ein bisschen auf der Website herumgeschaut, du hast vielleicht einen Erfahrungsbericht gelesen oder 2 oder 3, du hast dir Podcast-Folgen von mir angehört und du hast dir den Wegweiser geholt. Das ist ja immer das, wo ich sage, macht das unbedingt. Starte mit dem Wegweiser für null. Das steht an ganz vielen Orten auf der Webseite, auf einem Instagram. Für mich ist es wichtig, dass man mit dem Wegweiser startet, weil ich weiß, dass dort so Basics-Informationen mal vorhanden sind, wo man mal so ein bisschen reinschnuppern kann in diese Feba-Welt. Du hast dich an diesem Punkt B ein bisschen rumgeschaut und hast dich ein bisschen erkundigt. Und dann willst du bestimmt zum Punkt C. Du kannst dir an diesem Örtchen C ein Takeaway holen und das umsetzen. Das ist in verschiedenen Episoden, also bis zum heutigen Tag habe ich 2 Takeaways mitgegeben. Einem habe ich gesagt Takeaway und einem habe ich gesagt Mitbringsel. Aber diese kleine Umsetzung passiert dann genau an diesem Ort. Du hast wirklich Lust bekommen, einen Schritt weiterzugehen und Feba mal so ein bisschen auszutesten. Und wie machst du das am besten? Natürlich wieder mit dem Wegweiser, weil der Wegweiser beinhaltet eine Mini-Challenge, wo du die Top 3 Nahrungstrigger der Feba für 5 Tage für die ganze Familie weglässt und dann schaust, was mit deinem betroffenen Kind geschieht. Nach 5 Tagen, sonst würde ich ja das nicht machen, wenn es nicht funktionieren würde, in den allermeisten Fällen. Nach 5 Tagen wirst du bereits Veränderungen feststellen können. Das Kind wird anders reagieren. Man weiß ja, wie das Kind reagiert. Das braucht manchmal nur einen Blick oder irgendwie ein Wort und das Kind rastet aus. Und dann merkst du plötzlich, dass das Kind anders reagiert, dass es eben nicht ausrastet, dass es sich beherrschen kann und sich selber unheimlich darüber freut. Das ist jetzt Klammer auf und Klammer zu. Und du erlebst einfach bei diesem Punkt C, ja, ich merke da ein bisschen eine Veränderung. Es könnte sein, dass Pascal wirklich recht hat und dass Feba uns wirklich helfen könnte. Aber vielleicht ist es ja gerade Zufall, vielleicht ist es schönes Wetter, das Kind hat gut geschlafen oder sonst keine sonstigen Trigger. Und dann denkst du einfach, es könnte ja auch Zufall sein. Und dann
kommt aber der Punkt, wo du sagst: „Okay, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Jetzt will ich es wirklich wissen.“ Und wenn du an diesem Punkt bist, da freue ich mich am meisten, wenn du sagst: „Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter.“ Und der Punkt D, was ist der Punkt D? Der Punkt D ist die 5-Tages-Challenge mit dem SOS Soforthilfe-Guide. Diese Challenge kommt dreimal im Jahr raus. Wenn du mir hier auf dem Podcast folgst, in deiner Lieblings-Podcast-App oder mir auf Instagram folgst oder den Newsletter hast, dann kannst du das nicht verfehlen, weil ich mache dann wirklich Werbung für diesen SOS Soforthilfe Guide, weil der ist ja kostenlos. Also kostenlos, du bezahlst mit deiner E-Mail-Adresse, wie das üblich ist, aber er kostet dich keinen Cent. Du hast da ganz, ganz tollen Content. Ich sage dir, du kannst 5 Tage wirklich in die Umsetzung kommen. Das braucht dann ein bisschen mehr Mumm, sage ich mal. Es braucht ein bisschen äh, wirklich dieser Fokus, ich will es jetzt wissen und dann kannst du diese 5-Tages-Challenge machen mit etwas mehr Aufwand. Es ist wirklich ein bisschen mehr Aufwand, aber mach es unbedingt. Wenn du betroffene Mutter oder betroffener Vater bist, macht diese 5-Tages-Challenge mit dem SOS Soforthilfe Guide. Ihr bekommt dort einen 5-Tages-Menüplan mit allen Rezepten, mit der Einkaufsliste. Ich mache es euch so einfach wie möglich und trotzdem ist es ein Aufwand, aber das Resultat, das ihr da bekommt, das ist unglaublich. Ich hatte vorgestern einen Gruppenkurs in Zollikofen, von dem erzähle ich auch immer mal wieder. Und da war eine Frau, die hat die 5-Tages-Challenge mitgemacht und die hat etwas so Berührendes erzählt. Also zuerst ist es ein bisschen, ja, du wirst es gleich hören, auf was ich hinaus will. Am Anfang ist es meist etwas schwieriger, die ersten 3 Tage, weil es gibt bei den meisten Kindern und auch bei den Erwachsenen einen Zuckerentzug. Also das heißt nicht, dass sie gar keinen Zucker nehmen können. Also Haushaltszucker aus Zuckerrüben, der ist nicht drin, aber sie haben Zucker, sie haben eben auch Gebäck, Feba-Gebäck, aber es ist halt in anderen Mengen. Das ist dann begrenzt und ein bisschen von den Zutaten ein bisschen anders und das gibt einen Zuckerentzug. Und diese Frau hat erzählt, die ersten 3 Tage hat sie gar keine Veränderung bemerkt. Im Gegenteil, der Junge, der sehr starke Wutanfälle hatte und sie wirklich sehr, sehr oft, fast täglich beschimpft hat, es wurde fast noch schlimmer in diesen 3 Tagen, aber ich will dich jetzt auf keinen Fall abschrecken, aber das muss man einfach vor Augen halten. Es könnte sein, dass die ersten 3 Tage einfach Augen zu und durch, das kommt dann einfach alles raus. Und am 4. Tag, hat sie gesagt, wurde er ruhiger. Er konnte ruhig für sich etwas machen. Er er war schon noch sie hat gesagt, er motzte noch ein bisschen rum, aber er war wirklich, viel, viel ruhiger als eben die 3 Tage zuvor. Und am 5. Tag, und das war so schön, ich habe ihr gesagt, ich muss das unbedingt muss ich das aufschreiben und in diesen SOS Soforthilfe Guide reinschreiben und das hat sie mir jetzt heute bestätigt, dass ich das darf. Am 5. Tag hat sie gesagt, es war der beste Tag ever in seinem Leben. Und das ist einfach das sind so schöne Rückmeldungen. Und wenn du jetzt das hörst, dann hat man doch so Lust, das anzugehen, auch wenn das mit etwas Aufwand verbunden ist, auch wenn man sich fokussieren muss und einfach da ein bisschen Zeit investieren muss. Aber das lohnt sich so, so fest. Und wir sind jetzt da bei Punkt D, eben bei dieser Umsetzung mit diesem Soforthilfe-Guide, mit diesem SOS-Soforthilfe-Guide. Und wie es der Name sagt, es ist wirklich
für SOS-Situationen eine sofortige Hilfe. Und du kannst Feba testen und du kannst schauen, ob Feba auch deinem Kind helfen kann. Ihr müsst die Katze nicht mehr im Sack kaufen. Ihr könnt Feba testen und schauen, ob es funktioniert und dann einen Schritt weitergehen und sagen, okay, jetzt kommt, kommt Punkt E. Das ist das entspannte Familienleben. Ja, ich will jetzt diesen Punkt E, dieses Ziel möchte ich jetzt erreichen und ich merke und fühle und spüre und sehe, dass es möglich ist. Weil ganz viele kommen zu mir und sagen, ich habe schon so viel probiert, ich habe schon so viel Geld ausgegeben, ich kann nicht noch mehr machen, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ich sage dir hier, geh diese extra Meile für dein Kind. Es lohnt sich so fest. Du weißt ja, wenn du diese Podcasts ein bisschen hörst von mir, ich war selber betroffene Mutter. Ich habe diese Fieber-Ernährungstherapie vor über 22 Jahren für meinen damals 8-jährigen Sohn durchgeführt. Und ich habe das auch einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Wir waren so verzweifelt. Wir hatten keine Lösung. Unserem Jungen ging es 6 Jahre lang so, so schlecht. Und dann habe ich diese Ernährung umgestellt nach FEBA, nach genau der Nahrungsmittelliste, die du dann auch bekommst. Also ich rede jetzt nicht vom SOS Soforthilfe-Guide, ich rede jetzt von der Ernährungstherapie. Das ist dann noch einmal einen Schritt weiter. Aber weißt du was, diese Frau, die am Gruppenkurs war, die hat sich so gefreut. Die hat gesagt, ich möchte am liebsten morgen schon umstellen. Und das ist genau dorthin möchte ich dich bringen. Und bei meinem Sohn, das ging 3 Tage und dann musste er nicht mehr schreien. Er hat so, so viele Jahre jeden Tag schreien müssen und das war wie ein Wasserhahn einfach zugedreht. Und wenn man diese Möglichkeit vor sich sieht und das realisiert, es ist möglich, die Lösung ist vor mir. Ich und dann einfach sagen: „Okay, ich gehe jetzt einen Schritt weiter und bin jetzt in diesem bei diesem E-Punkt und jetzt möchte ich einfach wissen, ob die Ernährungstherapie uns die ersehnte Lösung bringt.“ Und das möchte ich einfach hier in dieser Podcast-Folge dir aufzeigen, dieser Weg. Es ist ein Weg mit verschiedenen Stationen. Es ist klar, es ist in der heutigen Zeit. Ich muss es so sagen, früher hat man das nicht so hinterfragt, aber heute mit all diesen Angeboten, vor allem Online-Angebote, da wird man so überschwemmt und überhäuft, dass man einfach überall seine Zweifel hat und denkt, ja, wieder jemand, der irgendetwas verkaufen will. Aber ich kann dir einfach sagen, ich will dir nichts verkaufen. Ich möchte wirklich, dass du das genau Gleiche erlebst wie ich. Ich war auch so verzweifelt. Ich hatte auch keine Lösung. Jede Therapie funktionierte nicht. Es brachte bei uns keine Veränderung oder nur eine ganz minimale Veränderung. Aber was ich dir jetzt einfach hier sagen kann, ist einfach, wenn du diesen Weg gehst, den ich dir jetzt hier aufgezeigt habe, und du kannst ja einsteigen, wo du willst. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich habe die Mini-Challenge gemacht vom Wegweiser, das hat mich schon so überzeugt, ich gehe gerade direkt zum SOS Soforthilfe Guide und mache gerade die ganz große Challenge. Das kannst du sagen. Aber vielleicht sagst du: „Okay, ich mache diese Mini-Challenge überhaupt nicht. Ich hatte ja meine erste, 5-Tages-Challenge, also wirklich die allererste SOS, Soforthilfe-Guide 5-Tages-Challenge im Dezember. Das ist noch gar nicht lange her. Und da habe ich einfach
Da ging ich zum ersten Mal mit dem raus und die Leute haben ich hatte 319 Personen auf der Warteliste und von diesen 319 Personen, die auf der Warteliste waren, haben dann vielleicht 30 wirklich diese Challenge durchgeführt, weil ich weiß das, weil ich da Feedbacks bekam und diese Leute begleitet habe. Man kann einfach dort einsteigen, wo es für einen passt. Du kannst dort einsteigen, wo es für dich passt. Das ist für mich wichtig, dass es verschiedene Punkte gibt, so wie ich sehe gerade wie ein Zug, der an verschiedenen Orten hält und verschiedene Leute steigen ein und steigen aus. Hoffentlich aber nicht aus, sondern nur einsteigen bei mir. Und, äh, und dann bist du einfach auf dieser Feba-Reise und du hast keinen Stress. Du kannst einfach in deinem Tempo Feba austesten und kannst dann schauen, was mit deinem Kind geschieht. Was ich auch noch anfügen möchte, ist, dass wenn du kleine Kinder hast oder wenn du nur so Tendenzen siehst von Verhaltensauffälligkeiten bei deinem Kind, oder auch eine Lernschwäche und sonst ist es vielleicht nicht verhaltensauffällig, dann kannst du diese Challenge, ich spreche jetzt von dieser großen Challenge, von dieser SOS Soforthilfe Guide, 5-Tages-Challenge, dann kannst du diese auch machen, weil es könnte sein, und das habe ich schon oft erlebt, dass diese Challenge, wenn du diese 5 Nahrungstrigger der FEBA weglässt, und dann kannst du sie auch minimieren, wenn du nicht so fest betroffen bist, dass das schon ausreicht. Und ihr einfach diese Ruhe bekommt, die ihr euch noch wünscht oder diese Verbesserung in der Schule und dann ist es schon gut. Das kann sehr, sehr gut sein. Und wenn das der Fall sein sollte, jetzt Klammer auf und Klammer zu, wenn du da so eine große Veränderung erlebst und einfach sagst: „Hey, für uns stimmt das schon so“, dann bitte vergiss mich nicht ganz. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir einen kleinen Erfahrungsbericht, den ich vielleicht sogar veröffentlichen könnte oder lass mir eine liebe Bewertung auf meinem Podcast da. Einfach so ein bisschen eine Win-Win Situation schaffen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ganz herzlichen Dank schon jetzt, weil ich weiß, dass es viele Leute geben wird, die genau das machen werden. Diese Episode war jetzt ein bisschen länger als sonst, aber mir war einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr mal diese verschiedenen Möglichkeiten vor Augen habt, wo ihr eben einsteigen könnt und, und wie ihr diese Reise für euch ganz individuell machen könnt. Das ist nicht einfach, ihr hört mich oder ihr geht auf die Webseite und dann bucht ihr irgendetwas. Das ist auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist immer, dass ihr Feba testen könnt und dann so gespannt und voller Energie entweder zu mir in den Gruppenkurs kommt oder den Online-Kurs bucht und sagt, ich kann nicht mehr warten, ich will das sofort umsetzen. Und was auch noch cool ist, das will ich jetzt auch noch kurz erzählen, wenn diese Kinder, die ja bei dieser Challenge auch mitmachen, logischerweise, ich hatte so schöne Rückmeldungen. Ein Junge, der hat gesagt: „Mama, die 5 Tage sind vorbei, aber ich will nicht anders essen. Ich will weiterhin so essen, weil mir geht es so, so gut.“ Und diese Frau, die kam gerade in den nächsten Gruppenkurs und die musste dann diese 5-Tages-Challenge ein bisschen erweitern, weil der Junge, der hat gesagt: „Ich will genauso weiter essen.“ Und dann hat sie die ganze Ernährungstherapie gemacht und dieser Junge ist so glücklich, ihnen geht es so gut, es ist einfach so toll. Und ja, ich kann einfach immer nur sagen, erkundige dich, ob du jetzt auf dem Feld A stehst oder B oder C. Einfach erkundige dich weiter und lass das nicht los. Lass das nicht los. Bleib dran. Und mit diesen Worten, ja, möchte ich mich verabschieden und ich sage merci vielmals, bist du da gewesen und hol dir das eine oder das andere. Es sind ja viele Links in den Shownotes, die dich weiterbringen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bevor du weitergehst, noch eine kurze, aber wichtige Info für dich. Die Warteliste für den SOS Soforthilfe Guide ist ab sofort geöffnet. Wenn du dich bis am Freitag, den 18. April einträgst, bekommst du den begehrten SOS Guide inklusive der 5-Tages-Challenge mit der Einkaufsliste, dem Menüplan und allen Rezepten dazu am Ostersamstag, den 19. April, direkt in deinen E-Mail-Posteingang. Diese Challenge gibt es nur 3-mal im Jahr, also nutze unbedingt die Gelegenheit und finde heraus, ob Feba auch deinem Kind helfen kann. Alle Details erfährst du in Episode 5 der letzten Challenge aus dem Dezember. Den Link zur Warteliste und zur Podcast-Folge findest du in den Show Notes.